Welkom. Mijn naam is Pastor Quinn Unger en ik vrij me dat je hebt de entscheiding gemerkt met mij op deze series door te gaan. In deze series, wat we genannt hebben, terug taub brengen, weil wir sein, weil wir können weiter taub kommen und die Gemeinschaft bühren mit Gott und mit anderen. Wenn Jesus sagt, dass wir in den letzten paar Monaten sind schwer gewesen. Wir fallen uns dort, wir sind weit auf von wo wir schweren. In der Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen erst vielleicht im Bett wieder hineingekommen. So ich will die einladen über das nächste paar Werk, das Werk, weil wir welche Videos durchgehen. Und ich würde Ihnen ermutigen, probiert alle durchzugehen. Und wir wollen Frauen rutschen, was die können, das kleine Gruppen durchschaffen, dass die können einen anderen abbauen und einen anderen reißen. So ich will von dir an das Thema reden, warum ist Gott so weit auf? Warum fällt sich dort so fern, dass Gott weit auf ist und wir fallen uns weit auf von Gott? Ich glaube, wir sind ein paar Ursachen, warum wir fallen uns, dass wir weit auf sind von Gott. Und ich glaube, die erste ist, dass wir haben das vielleicht nicht gesehen, aber nu, dass wir haben nicht dort getan in unserer Gemeinschaft mit Gott, was uns eine starke Gemeinschaft wird geben. In Englisch würde wir können sagen, wir hatten dort Neglect. Wir haben einen Tag gelassen, was wir haben sollten. Wir haben nicht dort Gemeinschaft gebildet, oder Deib und Reck wir. Und nu jeder zu sein, wo die Gemeinschaft aber nu erst gewasst. Dort ist nicht, dass Gott nu hat weggetragen, oder ist nicht, dass wir nu den Entscheidung gemerkt haben, dass wir wollen von Gott wegtragen. Dort ist es dort gewasst. Und nu, wenn das so ordentlich ist, dass es nicht mal normal ist, dort der dort bewiesen, wo wir mit nu sind gekommen. Und so, dort ist dann sehr wertvoll und wichtig, dass wir kriegen uns selbst zu sein, wo wir wirklich sind mit Gott und mit anderen. Ich glaube, die Frau wird, wir sollen uns alle freuen. Das ist nicht das, was reich ist. Das ist nicht die Frau, was wir sollen uns freuen. Die Frau, was wir sollen uns selbst stellen, ist, wo sind wir im Hort? Oder wo ist unser Seil? Die Bibel lehrt uns, dass wir sind jässlich. Wir sind Menschen, die jässlich sind. Wir haben ein Seil, oder wir würden können sagen, wir sind ein Seil. Wir kriegen fährten Bus nur dort, was von Büden ist. Aber das ist wichtig, dass wir sind uns sicher, wo wir stehen mit Gott, mit wo unser Seil ist. So für uns von dir. Wo ist unser Seil? Ich glaube, die zweite Ursache, warum wir so feiern down fährten, dass wir weit auf sind von Gott oder Gott so weit auf ist von uns, ist dort, wir haben eine Weltraum an uns, was du eine große Gelüt merken wird und eine große Geräusch geben wird. Und ich denke, dass vielleicht erst einmal, wenn wir so ein Telefon haben, so steht, und wenn es so steht wird, das Phone nicht und es klingt wie, dann von einem der Hand, dann kriegen wir, was wir in Englisch sagen, ein Busy Signal. Dort meint die andere Person, wir nicht, dass die können mit uns reden, willst du mit anderen reden. Und viele von uns, wir fallen uns ein bisschen still. Wir fallen dort die Gemeinschaft mit Gott, das ist zu drocken, das ist ein Gelüt, ein Geräusch, was uns zurückholen wird von Gott hier. Aber das ist nicht, dass Gott hat abgehört mit Reden oder sich selbst offenbaren an. Das ist bloß, dass es schwer ist, zu hören, was er sagen wird, dass wir ihn nicht hören dürfen. Ich glaube, ein großer Part von dem ist, dass wir eine Welt, die uns News geben wird. Und durch WhatsApp und Facebook und YouTube, und wir haben alle Sorten, was wir sollen lernen. Die News, die jaagt uns alle Sorten nur recht. Und wir wissen nicht, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist. Insofern fragt der Nachricht, die News, dass wir sollen entscheiden, um was von der Seite sind wir. Sind wir fair oder sind wir jung? Und wir merken uns so Druck und wir brauchen so viel Energie, proben dort Trag zu finden. Und was sind ich und was stehe ich? Und mit dem wandeln wir fertig weg von Gott. Weil wir merken dort, was wichtig ist für uns,
Und was so müsste wichtig sein für uns, wir loten den Tag und streben leben nur dort, was nicht so wichtig ist. Und mit der Zeit, die Distanz wird zwischen uns und Gott, da wird größer. Ich glaube, der dritte Punkt ist, der dritte Ursache ist, weil wir uns angeschmerzt von Gott. Wir fühlen uns angeschmerzt. Was ich meine mit das ist, wir fühlen uns, dass Gott hat uns durchgelassen. Wir fühlen uns, dass Gott hat einen Fehler gemerkt. Und wir können sagen, vielleicht sind wir ein klein bisschen beleidigt. Wir haben einen Wunsch, wir haben eine Hoffnung, dass beste Dinge würden in selben Weg uitfallen. Und dann leidt Gott das nicht so toll. Gott hat eine ordentliche Ding in Plan. Und will das ordentlich wie es, was wir dachten, Gott soll tun, wir fühlen uns angeschmerzt. Wir würden gerne sagen in der Wahrheit, dass wir sind ein bisschen schlimm über Gott. Aber wenn wir uns schlimm über Gott fühlen, das ist nicht Gott, was er fehlerhaft gemerkt. Das ist, dass wir haben, welche Dinge verlangt von Gott, was Gott uns nicht versprochen hat, er hat uns die Dinge nicht versprochen. Und dann, wenn er dort auch nicht so arbeiten das, was wir haben gewünscht, dann sind wir, die was schlimm sind. Und würde können sagen, wir sind die, was Fehler haben gemerkt. Und es ist dann wichtig für uns, dass wir treu sind für Gott. Wir tun uns die Hort aufmerken. Und wenn wir schlimm sind gegen Gott, wir sagen Gott dort. Und wenn wir sagen, dass wir uns nicht handgegeben haben, wir geben uns Hand, wir freuen Vergebung. Aber es ist wichtig, dass wir ganz oben sind für Gott, mit wo wir uns feiern mit haben. Wilt wir weiten? Und das kann wir von einer Gemeinschaft mit anderen Menschen. Wenn wir schlimm sind gegen andere Menschen, wenn Menschen uns gestarrt haben, oder wenn wir Leben dort Menschen haben, was ordentlich getan, wir hatten eine schwere Zeit, Gemeinschaft haben mit ihnen. Ja, es ist dann wichtig, dass wir die Gemeinschaft merken dort. Und fern erst dort wir haben Dinge ordentlich verstehen. Wir haben Dinge nicht recht angesehen. Und wir sind die, was die Fehler haben gemerkt. Und dann, wenn wir dort Missverständnis abklären, dann können wir weiter Gemeinschaft haben mit Menschen. So ist es mal unsere Gemeinschaft mit Gott. Das ist wichtig, dass wir loten, die Dinge, die wir uns vielleicht nicht recht holen, die zu sie sagen, und geben uns ganz an Gott. Die Bibel lehrt uns, die Bibel gibt uns Psalmen besonders. Psalm 13, 2 bis 3. O Herr, wie lange wirst du mich so ganz vergeten? Wie lange wirst du die von mir nicht sein lassen? Wie lange soll ich in meine Seele sorgen und mich täglich im Hort ängsten? Wie lange sollen meine Freunde über mich staunen? Hier ist in Morgen David, was eine schwere Zeit durchging. Und er fragt, er stellt Gott hier Frauen. Wir würden gern sagen, dass David sich nicht mit Beruf, das ist nur Gott reden. Das ist, wo David sich feiern lässt. Er fühlt sich ein bisschen angeschmerzt. Wo wir Gott? Und dann betet er das nur Gott. Und wir sind wieder in das Psalm, wo Gott am Antworten wird, wenn er sich offenbaren wird noch an. Aber das ist Hoffnung für uns. Wenn wir uns weit auffeiern von Gott, oder wir feiern, dass Gott ist weit auf von uns, du hast Hoffnung für uns. Und die Hoffnung ist das. Gott ist persönlich und er hat sich offenbart nur uns. Das ist nicht, dass Gott hat zurückgetragen von uns. Das sind wir, die haben zurückgetragen. Wir denken nicht in Gott, was weit auf ist. Und in 5. Mose Kapitel 4, 7. Vers, das ist eine Vers, die für mich sehr abfällt ist. Das ist eine Vers, die uns wiesen wird, wer Gott ist. In dem Alten Testament, wenn wir das Alte Testament lesen, dann fangen wir dort so, dass Gott, wir erst an Gott, was weit auf ist, was weit auf wir, und wir da, und wir jeng sind, wir sind Gott, was strafen tut. Und noch mehr wir lebt heilig. Aber das ist nicht das Bild, was wir von dieser Vers sein tun. Hör, was hier sein wird in der 7. Vers.
Du hast kein anderes Land, krak en daunt wat groot, dat wat een God heeft, die zo dicht bij is, als de Heer ons God naar ons is, en ons jedes Mal hiert, wanneer we am aanroepen. Hier is een God, de God wat we aanbeten doen, de God wat we dienen doen, de God wat we proeven not te volgen. Hij is niet een God wat weit af is. Hij is een God wat dichtbij is. En dat we kunnen zijn van wat de Bijbel ons leert, dat hij is een God wat allemaal dichterbij naar ons komen dat. Hij zegt ons uit. En verder wordt het dan veel dat als wie moeten den stap nemen. En dit is wat ik wil gaan we zijn van deel begrijpen. We zijn verantwoordelijk om den stap naar God nemen. Hör wat Jakobus kapitel 4, de 8 vers zijn dat. Nadat junt naar God, dan wordt hij ook dicht naar junt komen. Je zinde reinig jene hang. En je nog op 2 zijden stonden, merkt jene horten rein. We zullen ons noteren naar God. Ik denk wat voor vele van ons, en denk als wat we met bekend zijn, als overtuiging. En dat is vielleicht nicht ganz so sehr moud hier, besonders hier in Canada, dat we overtuiging hadden. Maar ik was op in de kerk waar we overtuiging hadden. Dort wat hij zijn, dort wat hij predigen deed, we verten dit. Nadat jint naar God. Kom terug naar God. In Engels waar we kan zijn, dat we een revival, dat we door het opgeleefd wordt, en de verlangen om voor God te leven. Dat we een verlangen hebben om dieper walsen in ons gemeenschap met God. En dat is een beetje wat deze series video's zijn. Ik wil ons aanroepen, ik wil ons ermoedigen, waar we teruggaan naar God. Nadat junt naar God. Ohne dat we worden onszelf noteren naar God. We worden niemals een dieper gemeenschap hebben met God. Een dieper gemeenschap met God, dat wordt niet vanzelfs. We kunnen niet bis ram zetten en in de hooping hebben dat God wordt zichzelf openbaren naar ons. We moeten den stap in geloven nemen, zodat we worden nodig gaan naar God. En dan zegt Jakobus hier wieder, het nächste pot sagt, reinig jene hang. So hij zegt hier, de hang is een voorbeeld van dat wat we doen. Wanneer wat schwinget is onze hang, we waschen onze hang, dat onze hang rein zijn. En dit is een beeld van dat wat we doen, we brengen onze hang voor wat we doen, we zullen ons reinigen van dat wat schwinget is. En dit meint dat we zullen ons opmerken met anderen, waar we jaren zijn gaan. Dat wat we gedaan hebben, wat zonde is, dat zullen we opriemen. We zullen God van vergeving vragen. We zullen die dingen opmerken met anderen. En aber God is gnädig, hij is geduldig met ons. En dan het derde punt wat Jakobus hier leert, dat is, merk je harten rein. Dat is wichtig, wo onze harten zijn. We zullen reine harten hebben. Hij redt hier van hangen, door redt hij van wat we doen, waar we leven. Maar hij zegt reinig dien hart. En hier redt hij van dat wat we werkelijk zijn. Dat wat we zijn in hart, onze ziel. Dat wat onze motief is. Dat wat onze verlangen is. Dat zullen we ook reinigen. We zullen niet slechte motieven hebben. We zullen niet slechte en zindig unreine verlangen hebben. So dat is waar wichtig, dat we onze vrijstelling doen. Wat is in ons hart? Wat passiert aan onze ziel? Niet bloß wat passiert van buiten, wat we buitenlich doen, aber wat passiert in hart. En dan, hier is het een hoopning. We hebben dat niet verjedelen, wat God in ons doen wil. We hebben ons dat niet laten de tijd voorbij gaan, ohne dat we horen van God, wat hij doen wil in ons. Voor veel van ons, wanneer we niet voor de tijd doorgaan.
Wenn wir eine Zeit durchgehen, wo uns amtlich ist. Wir sind ein bisschen gesund, dass Menschen, dass wir nehmen Stopp trägt und wir wollen wagen, aber die Zeit wird vorbei sein, wo das weiter normal ist, und dann wollen wir wieder gehen. Und viele von uns Christen haben das Kraxel zu holen, uns jetzt leben. Wir wollen ein kleinen Stopp nehmen, und dann, wenn Dinge besser sind, dann wollen wir weiter in Gemeinschaft gehen mit Gott. Bei einem Ding glaube ich erst, und dort ist das. Dinge wollen niemals zurückgehen, dass die Dinge erst einmal werden. Und die hat noch niemals Eier zurückgegangen, dass es einmal wird. Gott raubt uns an. Und in welcher einmal Zeit wir sind, kommt zurück noch mehr. Wer wird diese schwere Zeit nicht waschmieden? Das ist Gott seine Zeit. Das ist eine Zeit, wo Gott uns rauben wird. Kommt noch mehr. Das ist eine Zeit, wo Gott sein Wunsch ist, dass wir uns zurück noch Arm drehen. Die wollen beide uns ganz Hand geben noch Arm. Und wenn das nicht scheint jetzt, dass wir uns doll an Gott holen, ist was wir eier haben. Ich will uns von dir ermutigen. Wer wir nicht ermutigt werden. Wer wir nicht Christen sein, wird diese Zeit loten bis vorbeigehen. Aber Gott will haben, dass wir sollen eine Connection haben mit ihm. Dass wir keinen Arm fühlen, wenn einmal. Krax ist mit dem Phone. Wenn es direkt bei der Trigger beklingt ist, dann können wir weiter von Gott hören. Dann können wir weiter Gemeinschaft haben mit ihm. Aber wie machen die sagen, was das Phone abhängen soll? Dort wir können weiter von Gott hören und dort Gott kann weiter von uns hören. Nächste Werk, wo wir durchgehen, was können wir dann tun, dass wir in der tiefe Gemeinschaft mit Gott können wohnen? Ich würde Ihnen ermutigen. Wenn ihr in einer kleinen Gruppe seid, die Frauen werden mitkommen mit diesem Video, die durchgehen und taub beten. Und dann wünsche ich, dass wir uns das nächste Werk sein. Gottes Segen.